Landschaftliche Kantonalbank H geschafft. Digga, das war meine Ausbildung im Anzug hier! Die Zeit ist gekommen. Wir müssen in die tiefen und in die dunklen Zeiten meines Lebens zurückschauen. Und mit dieser Zeit meine ich die Zeit, wo ich Videos gemacht habe vor YouTube. Denn ich habe heute ein bisschen ausgemistet und ich habe eine ganze SSD gefunden mit alten Videos drauf, die nirgends sind. Die sind nicht auf YouTube, die sind nicht auf Insta, die sind nirgends drauf. Die habe nur ich auf meiner SSD-Karte und ich sag's euch, wie es ist. Es ist wirklich eine dunkle Zeit. Es sind irgendwelche random Videos, es sind irgendwelche Vlogs, es sind Werbevideos, die ich damals gemacht habe für Kunden bzw. Kollegen von meinem Dad. Oh Mann. Und wir schauen uns jetzt einfach auf ganz chillig durch, gucken ein paar Videos an. Ich bin sehr gespannt. Ich habe, glaube ich, 90% davon vergessen. Aber wenn ich es wieder sehe, dann kann ich euch eine Story dazu erzählen. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich euch alles zeigen darf, aber das ist die Festplatte hier. Guck mal. By the way, hier, Jeremy Fragrance im Background. Sorry für das. Okay, was ist das? Aber schon damals hatte ich eine gute Cam. Mhm. Sag mir, dass du Casey Neistat geschaut hast, ohne mir zu sagen, dass du Casey Neistat schaust. Okay. Oh, stimmt! Digga! Es gab eine Zeit lang, boah, das ist dieses Zimmer. Das hier ist dieses Zimmer, wo ich drin bin. Das sieht nicht mehr gleich aus. Guck mal, hier oben habe ich so Wasser gesammelt. Ich habe Wasserflaschen aus der Bankfiliale gesammelt, in der ich gearbeitet habe. Und da habe ich Backflips in meinem Zimmer geübt. Und wieso ich das gemacht habe, war, weil ich glaube damals auf Instagram Daily Sideflips gemacht habe. Ich habe, glaube ich, 300 Tage lang jeden Tag einen Sideflip gemacht. Und das war so ein Video, da habe ich jeden Tag ein kleines Video gemacht und Sideflip gemacht. Also wirklich, das ist der Dachstock von unserem Haus. Und habe einen Sideflip gemacht, jeden Tag. War chillig. Oh, das waren die Trickshot-Zeiten. Das waren die Dude Perfect-Zeiten. Aber watch this. Oh! Boah, krasser Winkel. Holy shit! Wir haben eine ganze Turnhalle gemietet für dieses Video. Das war krass. Was war das? Oh, nee. Oh, nee, Digga. This is the egg basketball shot. This is the egg basketball shot. Ready, steady, go. Aber was war der Sinn? Der Sinn daran war, ein Ei an ein Basketballding zu schmeißen und dann zu sagen, this is the basketball egg shot. Und ich glaube, ich mag mich erinnern, ich habe nicht zum ersten Mal getroffen. Ich glaube, ich habe hier hinten ins Feld getroffen und das Ei ist trotzdem kaputt gegangen. Ja, das war auf jeden Fall ein krasser Trickshot. Aber das sind noch nicht die krassen Videos. Die krassen Videos kommen, glaube ich, noch. Backflip-Kopie. Okay, warte, das Zimmer. Holy shit. Digga, was ich alles in meinem Zimmer hatte. Ich hatte einen Ball, das habe ich mir selber gebaut, dass man so Bälle drauf tun kann. Badmintonschläger habe ich heute noch, sehr guter Badmintonschläger. Dann habe ich hier Wasserflaschen gesammelt, eine Matratze hier reingelegt, dass ich einen Backflip üben kann. Und hier noch das krasse Twitch-Streaming-Setup. Aha. Ey, aber der Backflip war actually gut. The fuck? Der Backflip war besser als jetzt. Was? Was war das? Guck mal, wie krass. I'm gonna spin his jaw. Oh. Ich bin so krass. Oh, shit. Backflip. Ich habe basically einfach nur Flips von mir gefilmt. Da hatte ich noch die alte Brille und die alte Frisur und ich hatte noch viele Haare auf dem Kopf. Backflip Flat. Boah, das ist ein geiles Video. Ich glaube, da habe ich mir die GoPro, irgend so ein GoPro-Gimbal gegönnt. Das habe ich mir damals gekauft und dann habe ich hier so... Das war meine Zeit, da habe ich einfach überall Flips gemacht, weil ich einen Sideflip und einen Backflip konnte. Guck mal. Okay, ja, der war smooth. Mhm. Boah, der war schlecht. Hände gar nicht mitgenommen. Guck mal hier. Die Hände gehen nur bis hier. Die Hände, die müssen durchgeschwungen werden. Mhm. Aber schon damals deep im Backflip-Game. So, dann kommen die langen Videos. Ferien. Das hat nicht richtig geladen. Fight. Oh, nee. Oh, nee, was war das? Fight. Okay. Adi versus Flo. Ich gegen meinen Cousin. Ich weiß noch, wo das war. Bei The Cousins. Wir haben das bei irgendeinem Familientreffen, glaube ich, gemacht, weil es langweilig war. The Cousins.
Ja! MMA! Digga, guck mal, er ist halt 1 Meter groß und ich war da halt schon irgendwie so 15. Boah, nice hit, nice hit. Oh, oh, okay, nice hit. Okay, okay. Hit him? Ja. Ja. Ey, Digga, wie klein mein Cousin war. Grüße gehen raus, falls du das siehst. Ich denke mal nicht, aber falls ja, dann Grüße gehen raus. Oh! Oh, Big Hit! Oh. Ich glaube, wir haben das Ganze einstudiert, actually. Weil wir haben das alles, glaube ich, von 2 Perspektiven gefilmt. Dann habe ich es zusammengeschnitten und dachte mir, Digga, das ist krass. Ja, Clap. Aber jetzt, was kommt? Oh! Einfach schon damals Logan Paul predicted. Ja, krasses Video auf jeden Fall. Logan Paul, if you wanna fight me, you can hit me up. Flips Garden. Das sieht geil aus. Ah, da war ich schon ein bisschen älter. Gute Flips. Triple Full. Das sind 3 Schrauben, by the way. Das sind 2 Saltos. Das ist 1 Salto. Das sind 2 Schreiben. Ey, Digga, ich war so gut damals, ne? Jetzt habe ich das Schlüsselbein operiert. Bin fett geworden. Don't. Hey, ihr denkt nicht. Digga, wie gut. I just need some clothes. Scoot. Nee, kein Scoot. Scoot Full. Gönn. Ich schwör, damals war ich eigentlich noch actually relativ ripped. Guck mal, die Muskeln. Oh, Kasten. Da hatte ich noch kein Schlüsselbein gebrochen. Shit, Digga. Garten, Ferien, langweilig. Was war das? Garten, Ferien, langweilig. 7 Minuten. 5.7.2017. Guck mal, mein Hintergrund, mein Profilbild. Go big. Und hier hatte ich so einen Hintergrund, wo ich überall ein Bild von meiner Erinnerung reingemacht hatte. Und ich hatte da im Photoshop so eine turbo-scuffte Datei, da muss ich überall immer das Bild einfügen. Ja, das war mein Leben. Aber was mache ich? Spitchet Finner. Also beklagen kann man sich da eher weniger. Aber was krass ist, hier ganz, na man sieht es nicht, hier Freddy und dort Freddy. Digga, diese Pflanzen gibt's noch. Diese Pflanze hat actually überlebt. Pflanze, Digga. Macher, Denker, Löwe, Bär. Ich hab da nichts geredet. Ich hab da nur einen Golfball. Helle Sache. Was? Ich hatte da neben dem Tramp so ein... Oh nee, das war ja mega scuffed. Und diese Käfer, die haben wir immer mit dem Tennisschläger weggejietet. Das war geil. Musik. Aha. Kommt noch was Krasses? Double Full fast. Ja, krass. Dann habe ich mir ein Bier gezogen. Wieso habe ich mir ein Bier gezogen? Ich habe mir einfach so ein Bier... Oh, shit! Digga, das habe ich ganz vergessen. Ich hatte dort hinten so einen Kasten und da hatte ich so ganz viele Figuren drauf. Und die habe ich gesammelt. Und ich muss es immer abstauben und das war Turbo-Scuff zum Abstauben. Hier, Flaschenöffner. Digga, kannst du keinem erzählen. Okay, aber ich finde, das geht actually alles noch. Guten Abend, zu einem Morgen. Ey, ich war nur flippen. Ja, aber wie viele Videos ich gemacht habe beim Flippen, die ich gar nicht hochgeladen habe, ne? Was hat er gemacht? Triple Full, okay, das ganze Video will ich jetzt nicht angucken. Ich habe sogar das GoPro-Intro verwendet. Was kommt jetzt? Da habe ich mir eine GoPro-Drohne gekauft und ich habe die, glaube ich, 3-mal benutzt, weil die war wirklich, die hieß GoPro Spark, glaube ich, oder so. Und das war wirklich die schlechteste Drohne, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wow, ey. Ja, okay, ist auch scheiße. Gibt es ein Video, wo ich rede?
Hauptvideo. Breel Embolo, Digga! Breel Embolo ging auf meine Schule. Weird Flex. Die Leute, die Fußball schauen, kennen ihn. Und wir mussten dann ein Video für einen Kollegen machen. Das war, glaube ich, ihre Abschlussarbeit, glaube ich. Grüße gehen raus, aber ich glaube, das darf ich nicht zeigen, leider. Das waren actually alles gute Zeiten. Das war noch so unbeschwert. Man war in der Schule, hatte keinen Stress. Ich habe noch gar kein Geld damit verdient. Habe irgendwelche Videos gemacht. Das ist Yoshi. Und mit Yoshi gehe ich heute noch flippen. Grüße gehen raus. Oh! Ich glaube, das war Yoshis erster Cork Swing Cork ever. The fuck? Ja, und ich konnte gar nichts. Kein einziger Clip von mir dabei. Perfekt. Ping-Pong. Oh mein Gott. Das war ein Ping-Pong-Trickshot-Video. Mit Bubu. Bubu the OG, man. Bubu the Day One. Team Totoro. 1:1 das Intro von Dude Perfect von damals. Aber schon damals Totoro. Wann war das? 2016? Wahrscheinlich so 6 Jahre her, ne? Ja, noch Slow Motion. Ja. We've got an idea. We do a shot. Not there. We've got an idea. We do a shot. Danke fürs Erklären. Die Hood. Aha. Aha. Ey, das ist actually die Sicht, die ihr jetzt habt, ne? Das ist die Tür. Dort hinten ist die Tür. Mashallah. Ey, schon damals mit 2 Kameras gefilmt, Digga, ne? Schon damals bessere Qualität gehabt als Maelo. This is the ping pong long shot. The Ping Pong Long Shot. Wie er sich gefreut hat. Oh, wow, du hast getroffen. Ja, kam da noch ein geiler Shot? Oh, das Setup. Das Setup. Hey, Digga, was habe ich damals gemacht? This is the most difficult pool trick shot. This is the most difficult pool trick shot. Okay. Habe ich das gefaked? Ich weiß nicht, ob ich das gefaked habe, aber das Setup war krass. Mhm. 1 drin. Zwei drin. Ich weiß nicht mehr, ob ich das gefaked habe. Und jetzt. Musik weg. Boah, nee. Yes! Das war gar nicht gefaked und zusammengeschnitten. Aber wir haben Ping-Pong gespielt. Was war das? Ey, Digga. Hashtag Flower Slam. Last Video. Hashtag Flower Slam. Wieso Flower Slam? Keiner weiß. Geil. Aber krasse Videos. Hier, Reportage Dominik Heller. Das war, okay, das muss ich kurz erklären. Das war ein Video für meine Schule. Dort hatten wir so ein Fach, das hieß, glaube ich, Medien und Kommunikation. Und dort haben wir eine Reportage gemacht über einen Moderator in Basel. Der war bei so einem großen Lokalradio und ich fand ihn so, ich dachte so, das ist so ein Big Star. Und da haben wir eine Reportage über den gemacht. Wir gucken nur ganz kurz rein. Aber ich glaube, das war actually so das erste Video, das ich so produziert habe und so gedacht habe, holy shit, das ist Fernsehlevel. Anyway hieß das Magazin. Ey, sogar mit Keyframes und so shit. Es ist 6:30 am Morgen. Ganz Basel ist noch ruhig. Nur einzelne Tramli oder Lieferwagen fahren schon um. Alle schlafen noch und denken noch nie ans Arbeiten. Ausser jemand. Ausser jemand. Guten Morgen Basel, da ist Energy. Mein Morgen, wir machen nach mir weiter. Digga, das ist eine Legende in Basel. Morgenstund hat Gold im Mund. Ey, ich find's immer noch krass, dass er zugesagt hat zu dem, weil, ich muss ganz assig sein, ich bekomme auch sehr viele Anfragen actually für so Abschlussarbeiten und so.
für Interviews und ich sage immer ab, weil ich halt nicht die Zeit dafür habe. Aber krass, dass er zugesagt hat. Ich gucke jetzt das Video nicht weiter, weil wir müssen, glaube ich, noch ein Video... Was ist das? Oh nee, oh nee. Ey, das war ein krasser Shot. Digga, das war ein krasser Shot. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es gibt ein Video-Tree. Nee, das war ganz räudig. Das krasseste Video ist, glaube ich, hier. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf, falls es irgendjemand sieht von meiner Ausbildungsfirma. Tut mir leid. Und zwar war das 2018 Lehrlinge. Das war erst im 2018. Ich habe bei der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank die Ausbildung gemacht und durfte da immer am Ende des Jahres so ein Video machen über die Lehrlinge, die abgeschlossen haben. Und ich sag's euch, wie es ist. Dieses Video ist wirklich eine sehr, sehr dunkle Vergangenheit. Wir gucken rein. Die letzten 3 Jahre haben 10 Lehrlinge von der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank angeschafft. Digga, das war meine Ausbildung im Anzug, Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich war professionell. Aber vor allem sehr viel gelernt. Das wird heute hier Aber vor allem, sie haben viel gelernt. an der Diplom für 2018 in Lausanne ausgezeichnet und wir haben ein paar Fragen an Sie. Boah, ich darf die jetzt leider nicht zeigen, ne? Ah, shit. Ich gehe zum Ende. Also, die haben es gesehen, die Banklehre ist spannend, es gibt viele Abteilungen, viele Orte, wo man arbeiten kann. Und wer weiss, vielleicht könnt ihr selber mal in 3 Jahren hier stehen und zu Häppchen essen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ey, Digga. Das war wirklich eine ganz dunkle Zeit in meinem Leben. Ja, eigentlich war es eine gute Zeit. Ich meine, es war ja... Ich glaube, ohne das würde ich jetzt nicht YouTube machen, was ja besser für euch wäre, dann müsstet ihr diese Rotz-Videos nicht anschauen. Aber habe sehr, sehr viel gelernt. Das letzte Video, das wir noch kurz angucken müssen, war ein Video, als ich Skifahren war. Bei mir zu Hause. Wenn es genug Schnee hat, habe ich so einen Hügel, wo man Skifahren kann, ne? Und ich ging da, glaube ich, mit meinem Dad und meinem Bruder hoch und dann sind wir runtergefahren. Wiesenberg mit Ski. Watch this. Aha, hier Skikleider. Freestyle-Ski. Schon damals Freestyle-Ski-Gang. Kein Tesla, keine Cringe. Und dann sind wir hochgefahren. Da sind wir hochgelaufen. Da mussten wir mit Skischuhen so, glaube ich, 2 Stunden hochlaufen. Ich habe es früher einfach gemacht. Boah, Digga, das sieht aber schon geil aus. Ey, ich freue mich so, wenn es Schnee hat. Erstmal GoPro runterschmeißen. Jetzt! Holy shit! Big Abfahrt! Ja, wir waren auf jeden Fall schnell unterwegs, so mindestens 8 km/h. Ich meine, das, by the way, ist mein Pflaster von der Operation beim Schlüsselbein. Oh, ja, das weiß ich noch, das war gar nicht gut. Das hier waren Steine und er ist einfach komplett drüber gefahren. Rip Ski. Hat aber wirklich gut Schnee. Guck mal hier. Ja. Wow, Big Jump. Jetzt hier. 360. Ich glaube, ich wollte einen 360 machen. Hat aber nicht mal für einen 180 gereicht. War eigentlich eine geile Zeit. Meine Zeit als Videojournalist und renommierter Videomacher für Abschlussfeiern bei der Bank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video hier auf dem besten Zweitkanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Abonniert diesen Kanal, lasst ein Like da. Tschüss! My heart just got stuck between these loops. My mind got stuck in between these groups.